Hey, welcome. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin also absolut überrascht, ja überwältigt. Ich habe noch eine Wette abgeschlossen. Meine Frau hat gesagt 10 bis 15 Leute. Ich habe gesagt 1 bis 10. Wenn nur einer kommt, gehen wir zusammen ins Café Laul. Und oben im obersten Stück der Rudi, der hat gesagt 30 bis 40 Leute werden kommen. Also jetzt sind wir ja nahezu 50 Leute. Das kann ja mal jemand durchsehen, wie viel wir sind. Also ich bin absolut überrascht und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Eigentlich wollte ich jetzt jedem noch mal einzeln die Hand schütteln darauf. Darauf verzichten jetzt bei der großen Menge. Ich muss auch noch sagen, leider Gottes ist mir mein Lautsprechergerät kaputt gegangen, das ich mir ausgeliehen hatte. Aber ich hoffe, Sie können ruhig näher ranrücken. Sie brauchen keine Angst haben. Es geht ja sowieso gleich als erstes um den Brunnen. Also Sie können ruhig näher ranrücken. Also ich beißt wird auch niemand gebissen hier. Ich darf Ihnen auch vorstellen, unseren Sänger, komm mal, Alexander Enzminger, unseren Sänger und Liedermacher aus Karlsruhe. Also ich bin ganz stolz darauf, dass es mir gelungen ist, hier den Liedermacher Alexander Enzminger zu gewinnen. Eigentlich kriegt er ja nur Gage für heute Abend, für in der Seilerstraße um 19 Uhr das Konzert zu gestalten, aber er hat sich spontan und aus eigenem Interesse an der Hemsowriedel heraus hat er sich also erklärt, hier schon bei der Führung teilzunehmen und auch einige Lieder hier preis oder zum Besten zu geben. Es fiel auch vorhin die Frage, warum heißt das Lied Steintaler Mädchen vom Hemshof. Deshalb gleich meine erste Frage an dich. Kannst du erklären, warum dein berühmtes Lied Steintaler Mädchen vom Hemshof heißt? Ja, also das Lied heißt ja eigentlich schon die Hemshofriedel und im Refrain habe ich dann gesungen, du schillerndes, gefallenes Sterntaler Mädel vom Hemshof. Das war einfach daher, weil ich mal mich schon seit Jahren dafür interessiere, für die Hemshofriedel. Ich habe so in meiner frühen Jugend habe ich das der Hemshof Boogie mal vorgesungen gekriegt und seit der Zeit habe ich den dann auch selber immer fleißig noch gesungen in all seiner Variante und habe dann mal irgendwann, wie ich in Ludwigshafen gespielt habe, von einer Frau erzählt gekriegt, sie waren als Kinder eben im Hemshof, haben sie gewohnt und da haben sie immer die 10 Pfennigsticker in Zeitung eingewickelt und dann ihre in den Hof runtergeschmissen und so kam ich dann auf dieses Sterntaler Mädel. Also diese Frage ist beantwortet. Jetzt Frage 1. Wer hat die Hemshof-Friedel noch persönlich richtig gekannt? Bitte richtige Hände hoch. Oh, das aber ist auch eine ganz schöne Zahl. Das sind, und wer kennt sie nur vom Hören sagen? Und wer hat noch nie etwas in seinem ganzen Leben, noch nie etwas von der Hemshof-Friedel gehört? Eine, zwei, drei. 3 Personen haben noch nie was von der Hemshof-Friedel gehört. Okay, das finde ich also super. Dann wäre es mir stark daran gelegen, dass wenn die Leute, die also selbst ein eigenes Erlebnis, oh ich habe das Gefühl, jetzt wird es schon regnen. Ja. Ein bisschen. Also selbst ein eigenes, ihr habt sicher alle Regenschirme dabei, hoffe ich doch mal, weil ich habe noch geschworen, wenn ich einen Regenschirm mitnehme, dann regnet es nicht, aber es scheint doch vielleicht noch ein wenig zu regnen. Also die Frage haben wir jetzt abgeklärt und ich werde euch jetzt kurz erläutern, wie meine Führung aufgebaut ist. Also wir wollen hier über den Platz gehen, dann wollen wir am Rathaussender vorbeigehen, dann wollen wir am Karl-Busch-Gymnasium vorbeigehen zum Haus der Jugend, einem der Höhepunkte von der Hemshof-Friedel und vom Haus der Jugend wollen wir zum Danziger Platz laufen dann. Und wenn wir dann noch Energien haben und Zeit haben, dann können wir auch noch zum Lutherturm laufen oder es ist ja so, dass ganz bestimmte Momente nicht unbedingt nur mit der Hemshof-Friedel in Verbindung zu bringen sind, aber man kann davon ausgehen, dass sie an allen Plätzen oder überall, wo wir heute hier hingehen, dass sie da schon mal war. Aber wo sie nicht war, mit Sicherheit war sie nicht hier an diesem Brunnen der Pfälzer Lebensfreude. Und mit dem, also mit dem Brunnen der Pfälzer Lebensfreude,
fängt meine Führung an. Ich habe auch, ich habe auch heute ziemlich tausende von Laminaten. Ich bräuchte jetzt noch eine Assistentin, die mir hier, komm mal her, ja, komm mal her, die mir hier diese Tasche hält, dass ich dann immer meine Laminate da, ich habe halt so ein riesiges Moment von Laminaten hier dabei, 31 Laminate, da lasse ich jetzt mal schon den Brunnen rumgehen, das können Sie dann rumgehen lassen. Hier ist auch nochmal der Brunnen erklärt, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Aber bitte die Laminate wieder, dass sie irgendwann zurückkriegen, also du sammelst wieder ein, du passt auf, ja, weil die sind relativ teuer. Also hier, das ist der einzige Moment in Ludwigshafen, außer natürlich der Hauptfriedhof und die Grabplatte auf dem Hauptfriedhof, ist dieser Brunnen hier, das ist mein zweiter Lieblingsbrunnen, der erste ist der am Lutherplatz, der Lutherbrunnen, weil man das so schön sitzen kann und auch was essen und trinken, das kann man hier natürlich nicht an diesem Brunnen. Es ist mein zweiter Lieblingsbrunnen und hier die Hemsowfriedel, die ist hier von dem Künstler Bonifatius Strindberg, der hat hier sich verschiedene Symbole zu Ludwigshafen herausgesucht und der hat sich dann die Hemsowfriedel, obwohl er aus Aachen ist, also das muss man sich vorstellen, der kommt aus Aachen hierher und entdeckt irgendwie die Hemsowfriedel und arbeitet die dann hier in seinen Brunnen ein und täglich kann man beobachten, dass hier Kinder mit den Gelenken spielen und es gibt auch Trickfilme bei YouTube anzugucken, wo man also die Hemsowfriedel, das sieht, wie sie hier spielt und der Lied singt. Normalerweise sollte jetzt der Hemshof Boogie, also wir stellen jetzt mal die Hände so ein, dass sie da, wie das so macht, wie wenn sie spielt. Und jetzt wäre das Lied der Hemshof. Jetzt überrasche ich den Alexander Edmund. Ja, jetzt bin ich aber das Ganze heute soll auch spontan interaktiv sein. Sie dürfen nach jeder Zeit einen eigenen Kommentar. Bitte. Mach du fertig. Nee, ja, okay. So, jetzt müsst ihr euch Jeder will einmal ein Lieder großer bewegen, Star aber- sein, auf der großen Bühne stehen wie ich. Jeder möchte gerne Applaus haben, so wie ich, so wie ich. Meine Damen, meine Herren, schauen Sie mich doch bitte einmal an. Vor Ihnen steht der Hemshof Boogie, der doch alles singen kann. Das war die Variante vom Hemshof Boogie, wie ihn die Hemshof Friedel auf dieser bekannte Schallplatte gesungen hat. Mittlerweile gibt es aber ja schon auch ganz viel. Ich habe eben auch mit dem Hubert Kern drüber gehabt, ganz viel Pelzer Versionen und ein bisschen flottere Versionen. Er hat ja auch Am eigene Version. Hauptbahnhof am linken Tor, die Sammler passen auf. Ein Armee schmeißt einen Kiefer fort und 20 Sterzen drauf. Gesicht der Hemshof Boogie, egal ob Kemmel oder Lugi. Die Länge ist mir egal, drum singen wir's noch einmal. Tote Franzmann, Dingeling mit seiner schwarze Kipp. Du kriegst nicht mal einen Krimmel ab, der Rab bis zu der Lipp. Das ist der Hemshof Boogie, egal ob Kemmel oder Lugi. Die Länge ist mir egal, drum singen wir's noch einmal. Der Vater ist malat, die Mutter ist malat, die Kinder tanzen im Krummbeersalat. Das ist der Hemshof Boogie, egal ob Kemmel oder Lugi. Die Länge ist mir egal, drum singen wir's noch einmal. Im Hemshof da wird's hell, im Hemshof da wird's dunkel. Im Hemshof haben die Leute am Morgen Geld, das ist der Hemshof Boogie. Egal, Der Hemshof Boogie, die Länge ist mir egal, drum singen wir's noch einmal. Die Oma ist im Krankenhaus, der Opa im Sing Sing. Die Tochter geht mit dem Ami aus, die Kinder tanzen Swing, das ist der Hemshof Boogie. Egal ob Kemmel oder Lugi, die Länge ist mir egal, komm sing wir's noch einmal. Die Länge ist mir egal, komm sing
verstehe. Die Horten sind so durchgedreht, ihr schnappt sogar den Arm. Es ist egal, los, Brause, schneid die Bitter in das Warm. Das ist der Headsoap-Boogie. Das ist der Headsoap-Boogie. Die Länge ist mir egal, drum sing wir's noch einmal. Die Länge ist mir egal, drum sing wir's noch einmal. Also der Tag heute, der soll auch eine kleine Lehrstunde geben. Es werden auch Quizfragen noch gestellt. Unter anderem kann ich jetzt mal anfangen mit meinen Quizfragen. Wer weiß, in welchem Buch die Hemsowfriedl alles verewigt ist? Oder wie das Buch der Hemsowfriedl ist eigentlich das richtig originelle super Buch über die Hemsowfriedl, wie das heißt? Wer weiß das? Also, nicht so stark. Also wer kann von der Hemsowfriedl ihre Platte einen Titel sagen? Der lachende Sack. Ah, das war aber überfällig, dass ihr jetzt Immer noch? zu der Veranstaltung kommt, weil, also sie nicht, aber der lachende Sack, das stimmt, es gibt eine Nee, Ja, das beantwortet. Okay, also das seid ihr wirklich heute hier richtig, weil wenn ihr hier heute nach Hause geht, dann müsst ihr, also es soll auch eine kleine Lernstunde geben, dann müsst ihr alle Bücher wissen, in denen die Hemsowfriedl erwähnt wird. Das sind also so an die 7 etwa. Dann müsst ihr, wenn ihr hier diese Veranstaltung verlasst, müsst ihr wissen, wie viele Platten die Hemsowfriedl, also wie viele Titel die Hemsowfriedl auf Single-Schallplatte veröffentlicht hat, wie die 7 Titel heißen, wie viele Platten das sind. Das müsst ihr auch. Dann müsst ihr alle wissen, was die Hemsowfriedl bekleidet. Und dann habt ihr das braucht ihr eigentlich. Hier nur noch mal genau. Das ist die Lederhose hier, das sind die Kniestrümpfe und die Schuhe und das hier ist die Bummelmütze und die Gitarre und hier das ist das Flanellhemd. Das hat sie auch, also das hat sie rote Kniestrümpfe, also einen Faltenrock hat sie selten angehabt. Also das könnt ihr euch hier schon mal einbringen, was sie für ein Instrument gespielt hat, das brauche ich jetzt nicht zu fragen. Das ist ja, wie hieß die Wirtin der Stammkneipe von der Hemsowfriedl? Ja, gib denen alle Gustelinchen. Also Hände hoch. Wieder Hände hoch. Ja, Gustelinchen. Wunderbar. Dann müsst ihr wissen, wie viel Geld die Hemsowfriedl ihre einzige Tochter vererbt hat. Also ja, sagt mir irgendeine Summe, ich sage euch dann, ob ihr richtig seid. Nichts gibt's nicht. Nix gibt's nicht. Nee, also leider hat keiner richtig, also jetzt mache ich noch mal eine Auswahl dann. 3000 D-Mark, 300 D-Mark, 30 D-Mark, 0,03 D-Mark. Also 3 Kupferpfennige. Also es waren 3 Kupferpfennige, die sie ihrer Tochter hinterlassen hat. Und viele Leute, die haben gemeint, dass sie also irgendein Haus am Haardrand hat, dieses Haus, hat sie aber nicht gehabt. Jetzt kommen wir zu den Titeln. Das ist jetzt die kleine Lernzwischenstunde. Ein Mädel kann man vergessen. Kennt es jemand? Ein Mädel kann man vergessen. Genau, das ist einer. Dann natürlich der berühmteste, den hat er gerade gesungen. Das ist der Hemsowfriedl. Dann Mein Zuhause. Kennt es jemand? Mein Zuhause. Der Wald ist doch kein Abfallplatz. Ja, kennen wir, klar. Ja, das ist Mein Zuhause. Der Dann Umwelt. auf jeder Singleplatte, bei jedem Titel ist auf der Rückseite was? Auf der B-Seite ist was? Von allen Platten von der Hemsowfriedl, wer weiß das? Die dreckige Lache, sie hat ja damals im Rahmen von diesem lachenden Sack, also es ging ja damals zu dieser lachende Sack durch die Bundesrepublik, da hat sich jeder in so einem Drickerie-Laden einen lachenden Sack gekauft. Und die Hemsowfriedl, die sind dann auch auf diesen Zug aufgesprungen, die hat dann auch ihre Lache aufnehmen lassen. Im Übrigen zu diesem lachenden Sack gibt es noch eine lustige Geschichte. Also die haben da Leute gecastet, beziehungsweise das Lachen der Leute. Die Hemsowfriedl, ihr Lachen war auch berühmt, berüchtigt, das haben sie nicht dazu genommen, aber sie haben dann einen Nürnberger Finanzbeamte gefunden, dem seine Lache wurde dann genommen für diesen lachenden Sack. Dann wurde er gefragt, ob er pro Sack 5 Pfennig will oder ob er eine Gesamtsumme von 1000 D-Mark will. Und der Finanzbeamte hat sich dann gesagt, dieser scheiß lachende Sack, das gibt es sowieso
gehört. Ladenhüter hat sich für die 1000 D-Mark entschieden und hätte dann nur die 5 Penny genommen, der mehrere Millionen Male würde der lachende Sack in die ganze Welt auch verkauft und der wäre Millionär geworden im Grunde. Aber er hat sich für die 1000, das ist nur so nebenbei. Dann weitere Titel, also wir müssen jetzt nochmal repetieren, Hemshof Boogie, lachende Sack, Mein Zuhause, da war so kein Abfallplatz. Dann der nächste, das müsst ihr am Ende der Veranstaltung, müsst ihr diese 7 Titel gelernt haben. Chindarasa, also nicht Tralala Tralalu, sondern Chindarasa Hopsasa. Chindarasa Hopsasa ist auch ein Titel der Hemshof Riedel. Dann der Heinrich, das hat sie auch teilweise sogar selbst gedichtet, der Heinrich. Dann eine Mutter, ein Mädel kann man vergessen, eine Mutter vergisst man nie. Kennt es jemand von euch? Ein Mädel kann man vergessen, Nein, ich kenn das. eine Mutter vergisst man nie. Also, noch einmal die 7. Der Lachsack, eine Mutter vergisst man nie, ein Mädel kann man vergessen. Geld, Geld, Geld haben wir noch vergessen. Ne? Genau. Geld, Geld ist ganz, ganz wichtiger Titel von der Hemshof Riedel, werden Sie auch heute Abend mehrfach hören. Geld, Geld, Geld. Im Übrigen die Platten waren anfangs ein Renner, dann nicht mehr, dann wurden sie im Kaufhof, in der Tortenschachtel, da wurden sie für 1 D-Mark oder 50 Pfennig verramscht, 1974, 73, nee, es muss 74, 75 muss es gewesen sein. Ich hätte mir damals alle Platten in diesem viereckigen Kasten da vom Kaufhof kaufen können, aber die Hemshof Riedel hat mich zu diesem Zeitpunkt, wir haben Rock'n'Roll gehört, wir haben die Beatles gehört und Rolling Stones, also die Hemshof Riedel hat uns überhaupt nicht zu ihrer Zeit da interessiert und nicht immer die Platte für 1 Mark. Heute werden die Platten teuer bei eBay gehandelt für 17,50, 20 Euro und so weiter. Sind also echte Sammler. Wer hat noch eine eigene also eine Hemshof Riedel Platte zu Hause in seiner Sammlung? Gar niemand. Keiner hat eine Hemshof eine. Welche? Geld. Okay. Aber sonst, deshalb ist es auch ein Sammler, weil nur noch eine Platte hat hier jemand. Okay, dann kommen wir noch zu dem Namen Friedel Krawczynski, Elfriede Krawczynski mit I, Friedel Krawczynski mit Y. Wer weiß, wie die Hemshof Riedel wirklich heißt mit bürgerlichem Namen? Sie heißt Elfriede Krawczynski, aber es geht nochmal um das Y, um das I. Also das Y weist auf ihre polnische Herkunft her. Das hat sie aber dann 1937 abgelegt. Das Y hat ein I draus gemacht. Es wird aber heutzutage oft Y und I verwechselt. Auf dem Grabstein steht auch Y. In der Todesanzeige war auch Y. Aber im Grunde, also in der standesamtlichen Todesurkunde, die ich Ihnen heute noch hier zeigen werde bei meinen Laminaten, ich habe da ziemlich viel Laminate dabei, da wird es mit I. Also das ist das einzige Dokument, wo es richtig geschrieben wird mit I, aber meistens schreibt man es mit Y, also die meisten Leute, die über die Hemshof Riedel schreiben. Und auch derjenige, der den Grabstein gemacht hat, hat ein Y draus gemacht. Also man kann es im Grunde selbst raussuchen. Aber sie hätte deshalb wegen diesem Y und dem I keine eigene Geburtsurkunde besessen. Und es war auch eine der großen Tragiken von der Hemshof Riedel, dass sie nie in ihrem Leben eine Geburtsurkunde hat. Da komme ich jetzt auch gleich zur Geburt von der Hemshof Riedel. Dann braucht man ein Laminat. Geburt ist die Frau mit den Kindern. Ich suche immer die Frau mit den 2 Kindern raus. Und dann die Urkunde, die Todesurkunde noch. Also die Geburt von der Hemshof Riedel fängt gleich die Tragik an. Sie wurde nämlich, genau das lasse ich jetzt mal rumgehen hier, das kennt ihr alle, das Bild, das wirbt im Moment für die Ausstellung im Heimatmuseum und hat eigentlich nichts mit der Hemshof Riedel zu tun, außer dass so hätte ihre Kindheit aussehen können 1914, wenn ihre Mutter die Dienstmagd sie behalten hätte und hätte sie mit ihrem Bruder zusammen großgezogen, dann hätte so das Familienidyll ein bisschen ärmlich, aber trotzdem Idyll sein können. Ich lasse das jetzt mal umgehen. Hinten ist auch die Urkunde, die Todesurkunde, da können Sie das mit dem I und dem Y noch mal gucken. Und als die Hemshof Riedel wurde am 29. oder andersrum, wer weiß wann die Hemshof, nee, das ist jetzt Quatsch, am 29. Dezember 1914
wurde die Hemser Friedel nicht geboren, sondern gefunden in einem Park, ausgesetzt von ihrer Mutter, die in einer Notlage war und die sie nicht, die sie quasi verleugnen musste. Und damals gab es noch keine Babyklappen. Dann hat sie ihr Kind ausgesetzt im Braunschweiger Park in Magdeburg. Ich wiederhole das nochmal, weil oft wird dann geschrieben im Braunschweig, im Magdeburger Park oder es wird nur Braunschweig, also im Internet steht auch Braunschweig, nein, sie wurde in Magdeburg im Braunschweiger Park nicht geboren, ausgesetzt. Das heißt, sie kann wo ganz anders in einem Vor- oder sonst im polnischen Dorf geboren worden sein. Sie wurde dort ausgesetzt. Wie alt sie war? 2 Tage oder 1 Tag. Also total, ja, genau. Sie wurde weitergeben, ja, von fürsorglichen Schwestern wurde sie dann gefunden, also die Frauen damals, es gab noch keine Babyklappe, die Frauen haben ihre Kinder in Parks ausgesetzt, damit sie möglichst schnell, also relativ schnell gefunden werden und dann waren sie sich sicher, dass sie in guten Händen sind. Und die Hemser Friedli wurde also von katholischen Schwestern, deshalb auch ihr Glaubensbekenntnis römisch-katholisch, das hat sie beibehalten bis zur Beerdigung, sie wird auch katholisch-römisch-katholisch beerdigt. Also sie wurde getauft, dann wahrscheinlich gleich von den katholischen Schwestern in dem katholischen Säuglingsheim, kam nach dem Säuglingsheim dann in ein Kinderheim in Bebra, das muss auch bei Magdeburg irgendwo sein dann. Und dann kam sie später als Jugendliche nach Paderborn in das Haus Heividai oder so ähnlich heißt es, das wird auch in diesem Buch hier, in diesem fundamentalen Buch über die Hemser Friedel, kennt es jeder? Also das ist ein Muss für alle Hemser Friedel-Freunde, dieses Buch zu kennen. Wird auch heute für 20 € im Internet als Sammlerstück gehandelt und wurde auch damals für wenig Geld bei Thalia Buchhandlung, ich gehe jetzt mal weiter, bei Thalia Buchhandlung verrammt. Das konnte man auch mal für 2 € oder 5 € konnte man das Buch hier erwerben und da steht die ganze Story, ist dann nochmal nachzulesen. Also sie kam dann in ein Haus mit 15, 16, 17 war sie auch nochmal dann in ein Jugendheim und dann mit 18 aber wurde sie aus dem Heim entlassen. Also ich betone nochmal, sie war ein Heimkind. Sie ist im Waisenhaus groß geworden. Und das versuche ich noch einmal ganz intensiv zu wiederholen, damit die Leute, die immer so viel Anstand nehmen, dass sie nicht so zu der feinen Gesellschaft gehört hat oder dass sie nicht so sozial, nicht so verträglich war oder sonstige Dinge, auch viel Schimpfwörter beherrscht hat und so. Also es kann sich jeder von euch vorstellen, wenn man in den 20er Jahren im Waisenhaus aufgewachsen ist und ein Heimkind war und also so wenig Mutterliebe mitgekriegt hat, da muss man ja irgendwie mit Schimpfwörtern ausgestattet sein und muss auch ab und zu mal aggressiv sein gegen sich selbst und gegen andere. Das ist eine ganz klassische Sozialisation. Im Waisenhaus ist, dass man dann eine Idee, ein anderes Verhalten an den Tag legt als Leute, die behütet ganz bei ihrer Familie, ganz in Wärme und mit viel Mutterliebe und Vaterliebe, wie es ja heute üblich ist. Damals war es nicht unbedingt überall üblich, da gab es ja viel Schläge auch für die Kinder und so, aber trotzdem ist noch ein Unterschied, ob man im Waisenhaus aufwächst. Also deshalb zum Verständnis für die ganze Persönlichkeit der Hemser Friedel nochmal, sie ist im Waisenhaus aufgewachsen. Jetzt würde ich sagen, also wir gehen jetzt vielleicht durch, damit es auch eine Führung durch die Stadt wird, sonst tue ich ja alles hier an dem Brunnen. Ich will aber 3 Worte, ich unterbreche jetzt mal, also ihr müsst mir sagen, ich war bei 1918 Jahren, rechne mal aus, 1432 dann. Ne? 32 sagt mir, dass ich bei 32 hängen geblieben bin und da wieder einsetze, weil dann geht es weiter mit dem Schaffen, da war sie dann Schaffnerin bei der Reichsbahn und das setzt sich dann fort. Aber jetzt kommen wir dann noch mal kurz zu diesem Brunnen hier, weil es soll ja auch eine Stadtführung sein und wir gehen dann hier nach hier oben geht die Stadtführung weiter, dass wir zum Rathaussender kommen, weil mit dem Rathaussender verbindet die Hemser Friedel das letzte Lebensjahr. Jetzt noch mal kurz was zu diesem Brunnen, also es ist eh klar, die Sonne, die Trauben fehlt der Lebensfreude. Hier bei dem Handballer ist es schon ein bisschen schwierig, weil ist es jetzt ein Fußballer, hat Fußballerschuh an, das sind keine Handballerschuh, aber es ist hier auch ein Handballer, also es könnte der Fritz Walter sein oder ein berühmter Handballer von der Friesenheimer Handballermannschaft. Dann kommen wir hier zu der Claudia Leisner da, also die hat wirklich ein schönes Gliederröckchen hier an und das ist also entweder eine Balletttänzerin, die direkt aus dem Pfalzbau hierher entsprungen ist, oder sie ist nach die Claudia Leisner, die
die damals Eisprinzessin von Ludwigshafen war, hat er sich hier zum Vorbild genommen. Und hier, jetzt kommen wir zum Jäger aus Kurpfalz. Wo ist nun sein Sänger? Kennst du das Lied, der Jäger aus Kurpfalz? Könntest du das spielen? Oh, das wäre super, wenn unser Alexander Ensminger das Lied, der Jäger aus Kurpfalz spielen könnte. Weil das gehört wirklich hier dazu. Es gab ihn jetzt der Jäger aus Kurpfalz. Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild her, gleich wie es ihm gefällt. Nur ja, gar lustig ist die Jägerei, ja, hier auf grüner Heid, hier auf grüner Heid. Das war's schon? Oder Ja, ich hast habe du noch, gedacht, du willst noch weitermachen. noch eine Strophe? Hast du noch Ich weiß nicht, was es ist, dass unser Buckel Milch mehr gibt und mich nach Hai und Gras, wie andere Käse auch. Joja, gar lustig ist die Jägerei, ja, hier auf grüner Hai, hier auf grüner Hai. Der Jäger aus Kurpfalz, das ist noch ein Laminat. Also der Reindl da, der Mannheimer, das Mannheimer Original. Ja, hier ist er. Da, das ist das weiße Laminat, das ist also der Jäger aus Kurpfalz. Das ist aber der Reindl, das ist der von Bundesgartenschau in Mannheim. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass der Kurfürst, der Karl Theodor, der ist immer von Mannheim aus in die Pfalz geritten in den Wald und war Träger vom Hubertusorden und nach dem ist der Jäger aus Kurpfalz benannt. So, jetzt reicht mit dem Brunnen, jetzt gehen wir also, jetzt beginnt die Führung. Wir gehen jetzt hier Richtung ein paar Meter weiter, schon Skizze, nur ein Vortrag hier, das ist ja auch gut. Also wir befinden uns hier in dem wichtigsten Park von Ludwigshafen auch. Das ist hier der Teppich. Das ist quasi so der Vorgarten von der Sparkasse Ludwigshafen, der Sparkasse Vorderpfalz. Der wird auch im Besonderen gepflegt. Wir gehen jetzt vor zur Ludwina, zu dem Brunnen gehen wir jetzt.